drei Gedichte lesen von drei renommierten katalanischen Lyriker. Wir werden für Salvador Espriu empfangen. Espriu gilt als einer der bedeutendsten Lyriker der katalanischen Literatur. Zentrale Motive in seinem Werk sind der Tod und die Frage nach Heimat. Seine Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Espriu wurde mehrmals als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt. Buch der Toten. Sieh, dass du ohne Wissen diesen alten, ausgetretenen Weg gehst. Nur ein einziges Mal. Und dass die Stimme plötzlich schreien wird, jenen geheimen Namen, den der Tod in dir trägt. Du wirst nicht wiederkehren. Denk daran, entfern dich nicht, solange du unterwegs bist, von dem, was sich so einfach lieben lässt. Dieses Korn und dort das Haus, das weiße Barkenzeichen auf dem Meer, das träge Gold des Winters auf den Rebfluren lagend, der Schatten eines Baumes über dem weiten Feld. Oh, über alles Liebe, das heilige Leben des Baumes und das Rauschen des Windes in den Zweigen, die sich zum Licht erheben. Llibre dels morts. Mira que passa sense saviesa pel vell camí fressat, tan sols un cop, i que la veu de sobte cridarà el secret nom que porta amb tu la mort. No tornaràs, recorda, no t'apartis mentre fas dia, pel que tan senzill és d'estimar, aquest blat, i la casa, el blanc senyal de barca dins el mar, el lent hort de l'hivern ajaçat a les vinyes, l'ombra d'un arbre damunt l'ample camp. Oh, sobretot estima la sagrada vida de l'arbre i la remor del vent a les branques que s'alcen vers la llum. Die nächste
la manta, la terra se mosseque, la grella no hi entre. Der nächste Dichter ist Joan Vinyoli. Joan Vinyoli vom Beruf war Kaufmann. Er war ein autodidaktischer Dichter, der von Klaus Maria Rilke und Goethe beeinflusst wurde. Jahre später Vinyoli übersetzte Rilke in Katalanisch. Vinyoli gewann einige literarische Preise, unter anderem den Nationalliterarischen Preis. Elegien auf einen toten Dichter. Ruhig und lachend werde ich Neid, fühle ich in deinem Vers mein Blut und deine Worte. Zur Weise magst du mich überlassen dem Spott der Tage. Jetzt, wo du tot bist, steige ich herab vom Buch zum ersten meiner Verse. Ich stehe vor einer tiefen Versenkung und weiß nicht, bis auf welchen Grund. Noch kenne ich das Ausmaß der Tiefe. Ein Wilderer bin ich. Ich verstehe mich nicht auf das Handwerk des Perlentauchers. Elegies a un poeta mort. Calmat i rient em torno a enveja quan sento en el teu vers la meva sang i la paraula teva. Em deixes orfe i caminant la sàtira dels dies. Ara que ets mort, davallaré del llibre el primer dels meus versos. Estic a punt d'una immersió profunda i no en sé el fons, ni he mirat la fondària. Sóc un furtiu, no tinc ofici de buscador de perles.
dicta Vicent Andrés Estallés. Vicent Andrés Estallés war Journalist und Dichter aus Valencia. Er hielt als eine der Erneuerer in der moderne valencianische und katalanische Poesie. Seine Themen sind der Tod, die Liebe und die Erotik. Den Toten, er war nicht daheim gestorben, trug man nach Hause. Jeder griff zu, ein Arm des Toten hing herab. Den Kopf verstaute einer in der Jackentasche. Sie trugen ihn, besorgt und ihn beschwörend, als wäre ihm nur der Cognac nicht bekommen. Des Toten Unterkiefer hing herab und einer war da, der die Brille suchte. Als sucht er zwischen den Sandalen eine Geranie, hinters Ohr sie ihm zu stecken, als sei dies ein Detail, das ihm noch fehlte. Sie klopften an, es öffnete die Frau, sie ließen ihn ihr da auf einer Truhe. Und einer sagte noch, wir sind nur Staub. El mort, que no s'havia mort a casa, el dugueren a casa, agrapats, tots. I es despenjava un braç del mort i el cap se'l ficava dins la butxaca l'altra. Tots el duien sol·lícits, raonant-li, com si l'hagués sentat mal el conyac. I mitja barra li penjava el mort i aquell que li buscava les ulleres, com si buscàs entre espardenyes un gerani per posar-li a una orella, com si fos un detall que li faltava. Tocaren a la porta, obrí la dona i li el deixaren en el bancalet. I encara algú va dir, no som ningú.
Und jetzt nächstens kommen els castellers. Das ist die traditionelle Turm eigentlich vielleicht. Josep gibt uns ich bin der technische Beistand. Es gibt noch ein paar Folien zu den Castellers, die Silvia vortragen wird. Ja, ganz kurz. Ich möchte mich entschuldigen, mein Deutsch ist nicht so gut. Aber wer bis hier, so, ja. Nur ein paar Sachen, über was sind die Castellers eigentlich? Oder worüber es geht. So, was sind die Castellers? Das Motto von uns ist Maßen, Kraft, Balance, Mut und gesunden Menschverstand. Und das erklärt viel. So das ist auch ein bisschen wie die katalanische Motto, oder das passt auch bei uns. Ja, der Ursprung ist ganz alt. Ja, alt. Von der letzten 18. Jahrhundert, danke. Und es hat viele verschiedene Phasen. So, am Anfang war nicht so berühmt und ganz in der traditionellen Region in Katalonien, im Süden von Barcelona, in der Mitte. Und es war ganz berühmt hier, aber nicht halt viel. So, in der Reste von Katalonien hat es nicht so viel, oder es war nicht so traditionell. Aber es hat verschiedene Phasen. Es hatte Jahre, wo niemand hat das gemacht, und plötzlich in den letzten Jahren, Sie können sehen, dass es gibt viele verschiedene Mannschaften im Moment. Diese sind nur ein Teil, aber im Moment, im 2019, gibt es ca. 60 Mannschaften. Und die sind nicht nur in Katalonien, auch in den Balearen, aber es gibt auch Mannschaften, und ich brauche vielleicht die Hilfe von Xavi, er war in Kopenhagen. So, es gibt auch Castellers in Kopenhagen und woanders, Paris, glaube ich, London, China auch, ja, Chile auch, habe ich gehört. Ich habe gehört auch, es gibt in Sydney auch, Melbourne, Entschuldigung, ich glaube, ja. Und es gibt verschiedene Mannschaften, die sind die traditionelle, aber auch im Moment in vielen Universitäten, auch in Katalonien, haben sie ihre eigene Castellers-Mannschaft. So im Moment ist so ein Job, ja, ein Top-Ranking oder ein Boom. Ja. So, unsere Shows sind immer für kulturelle Gründe. So, es ist kein Sport, es ist Kultur. Aber es gibt kein Wettbewerb. Ja, es ist Kultur, einfach so. Aber jeder 2 Jahre gibt es ein Wettbewerb. Ja, in Tarragona. Und ja, es gibt Preise und solche Sachen. Aber normalerweise, wir machen es für uns, das ist Kultur. Und ja, unsere Outfit normalerweise ist weiße Hose. Ja, ich trage sie nicht heute. Das war ein bisschen nicht so gut geplant. Aber viele meiner Kollegen haben es schon so. Ja. Normalerweise gibt es auch ein Gürtel, das wir nennen La Fascia. Das hat unser Ruck. Und es ist ganz praktisch, auch zum Klettern. Und es gibt auch ein Mocador. Ein Taschentuch. Ja, ein Taschentuch. Das ist Atrezzo, so es ist ja so Dekorativ. Danke. Dekorativ, aber es ist auch sehr wichtig, und zum Beispiel bei mir geht es ganz gut, wenn ich will meine Haare noch haben. So, wenn die Leute klettern und so, das ist ganz praktisch. Vielleicht Mastal hat jetzt auch lange Haare und das geht. Danke. Das ist auch, das hat verschiedene Funktionen. Ja. Unser
viele, so alle Castellers in Katalonien oder alle Mannschaften haben eine Farbe. Und normalerweise die Farbe hat zu tun mit etwas in der Stadt. So zum Beispiel, ich habe Castells in Mataró. Mataró ist eine kleine, ziemlich große Stadt, oder? Derzeit 140.000 Einwohner. Okay, es ist nicht so klein, ja. Ja, und es ist an die Küste. An der Küste, so unsere Farbe war dunkelblau. Mehr. Ja. So, Hose, Gürtel, Hemd. Ja, und die Schuhe, wir sind nicht so streng mit so. Auch jetzt ist Winter, so, das sind perfekte Schuhe für Sommer, aber passen nicht im Moment. Und die kleinen Kinder, die mit uns auch Castells machen, sie tragen zur Sicherheit diese Helme. Gut, wie nennen wir die Teile von Castells? So, die Leute, die Füße am Boden haben, es heißt Piña. Piña ist der Basis. Okay? Und dann, abhängig von wie groß das Castell ist, wir haben extra Piña, so extra Basis zu helfen. Die anderen, die sind Vorder und die Manillas auch. Dann kommt Tronc, so der mehr spektakulär Teil von der Castell, und ganz am Ende sind die Kinder. Diese Position heißt Fondaval, und hier kann man nicht gut sehen, aber es ist wie so. Es gibt zwei Kinder, das wir nennen Dosus, so, dos sind zwei, Dosus. Einfach. Hier, es gibt ein Kind, ganz klein, normalerweise ist der kleinste von der Castell, und das ist eine nicht so bequeme Position. Und sie sind sehr mutig, weil sie sind die Einzige, die runter schauen. So, es ist wirklich, ja, und am Ende ist Lanzanetta. Und wenn Lanzanetta macht so, Hand oben, das bedeutet, das Castell ist fertig. No, nicht wirklich, die Hälfte oder die wichtigste, weil bei uns ist auch sehr wichtig, dass alle runter gehen, ohne zu Verletzung. Ja, nicht zu fallen, das ist ja auch ganz wichtig. So, ist mehr als Hälfte, aber es ist auch wichtig, dass alle nochmal, ja. Ja, das ist die Piña schematische. So, man kann sehen, das ist nicht so einfach, und es kann sehen, dass super zufällig Positionen sind und die Leute einfach gehen wie so, aber nicht. Das eigentlich, ja, es ist, jeder hat seine eigene Platz, ja, und Aufgabe. Und das ist so wichtig zu erinnern. So, wenn wir sehen das von oben, es ist wie so. Okay, so diese vierte Struktur heißen die Int, konnten die so sein. Okay, so es ist ganz kompliziert unten. Es ist nicht nur Leute, die zusammenstehen und ja, das passiert. Ja, nein, es gibt viel Organisation. Ja, so, wie kann ein Casteller wissen, wie das Castell geht? So, wenn wir hier sind, wie können wir wissen, was passiert oben? Wir machen so mit der Musik. Die Musik hilft uns zu wissen, wie es geht. Und wir benutzen oder wir verwenden dieses Blasinstrument. Ja, die nennen Grallas. Sie haben eine Verwandte schon gehört. Für die gleiche Familie, das heißt die Dulzainer. Wir verwenden die Grallas, die wirklich laut sind. So, Sie werden es sehen.
zusammen solche Sachen machen. Ja, das ist das einzige Instrument, das wir wirklich hören können und wissen, wie funktioniert, ob das geht oder nicht. Und der Vals auch so einfach einen Rhythmus zu halten, auch, das ist auch wichtig, dass wir schnell und so machen. Und es gibt verschiedene Castells mit verschiedenen Schwierigkeiten. So, eine Person ein Mensch pro Ebene, das wir nennen Pilar. Wenn zwei Personen sind, ist ein Tora, so Turm. Und es gibt 3, 4, 5, 6, eigentlich auch 7, 9 und ja, und wir heißen das, wie heißen wir das Kastell, oder ja, wir nennen wir die Kastells. So, wir einfach zahlen die Nummer. Die Bezeichnung der einzelnen Türme wird mit den Nummern kombiniert. Ja, so die Ebene. Und wir, was sind die Ebenen dazu? Genau. Ja, und wir machen wir so. So, beim Pilar, das ist ganz einfach. So, die Leute unten sind 1, 2, 3, 4 und 6. Das ist ein Pilar von 6 Personen. Einfach so. Probieren wir hier. So ist 1, 2 Alforra, 3 Manidas, 4, 5, 6, 7, die kleinste 8. Ja, so nicht so wirklich hoch. Und das ist die höchste und größte Kastell im Moment. Können Sie mir helfen, wie viele Ebenen gibt es in diesem Kastell? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir nehmen das kleinste als eine Ebene auf, so 9 und die einzelne, ja, so 10. Das ist die höchste Kastell im Moment. Ja, so, was wir versuchen jetzt ist, Ihnen zu zeigen, ein bisschen, wie macht man so. Wir sind viele Anfänger, so, und wir sind auch nicht so viele Leute. Man kann vorstellen, wie viele Leute brauchen dieses so, und auch, ja, das Zugal brauchen zu machen. So, ja, wir probieren es einfach, eine kleine Struktur zu machen. So, meine Kollegin. Hier gab es nämlich übrigens eine sehr interessante Wortkreation vor wenigen Minuten. Das nennt man Fascha. Und wenn man es auch sagen würde, wird derjenige jetzt gerade faschiert. Weiß jetzt.
Moment, wurden hier kommen. Ich zeige immer, dass
die Luft oder drinnen, die Kopf drinnen das Gestell haben. So, es würde hier anfangen. Das ist ganz schwer, ganz klein, nicht so viel Luft, aber es ist sofort toll, das zu sehen, es kommt drinnen. Okay, Sie können okay. Wir probieren ein Pilar, das ist ein Kastell von einer Person zur Ebene. Wir können eigentlich nur zwei, weil die dritte kann nicht wirklich. Wir wollen auch ein paar Leute brauchen. So ist kein Gewicht, nur zur Sicherheit hier die Arme oben zu halten, ob was passiert. Sollte nicht. Aber mein weiß es nicht. So, wenn jemand los, ist kein Gewicht. Starke Männer. Es ist nur die Arme oben halten und ja, zur Sicherheit, ja. Ja. Nicht nur Männer, wir haben Platz, wir alle Platz. Okay. So bitte. Sie können ihn helfen. Ja, hier helfen. Sehr perfekt. Er wird die Arme so halten und Sie können vielleicht die Ellbogen halten. Das nicht. Also, ja. Sie? Okay, perfekt. Ganz kurz. Er wird oben, okay, und er braucht ein
Eine Bitte.